glatt habe ich hier von Doch Arne Christiansen. Und der kennt sich bannig gaut mit Bär und ohne dass ihn beraubt ist, richtig? Richtig, nichts lehrt in der Richtung. Der Roden, du brauchst doch uns Bär. Ne, das dauert nicht. Ne? Du sitzt einfach bloß gern. Suchen hört sich mit Bös an, aber ich trinke wahnsinnig gern Bier, ja. Wo ist das doch gekommen, dass du die neu damit auseinandersetzt hast? Kann ich schwer sagen. Also, habe immer schon gern Bier getrunken. Und dann gibt es so verschiedene Momente, dass man einfach anfängt, sich mehr für was zu interessieren. Und so ist das die Bier auch wen. Die Bier wäre ein Moment, gerne mit, da bin ich mit einem Kollegen zusammen, wen zu grillen, ob Dörp oder eigentlich noch wieder Bunnen, im Krag steht morgen genau zu sehen. Nur wir dienstags uns immer grillen. Und dann bin ich irgendwann losgegangen und habe uns noch 2 Bier geholt. Und dann Stunde bloß noch Warsteiner und ein anderes Bier, was ich gar nicht kenne. Und ohne zu weten, was ich noch gekauft habe, bin ich mit den beiden Bieren in Buden. Wir haben das abmuckt und wussten gar nicht, was wir dort trinken. Das wäre ein Starkbier mit 11%. Und da habe ich erstmal mal, wie anders Bier aussehen kann. Wenn man bloß den Pilz kennt, mit dass man eine linkiger Grauton ist, wäre das plötzlich was ganz anderes. Und ich habe nur angefangen zu recherchieren, wo kommt das eigentlich her? Das käme aus Kulmbach. Und was gibt es da noch für Bier? Da gibt es denn ja auch Bierstile, von der hätte man in Norddeutschland ja noch nichts gehört hat, oder zumindest man gibt das in den Linktiger nicht so was. Und so habe ich immer gegen, oder immer mehr lest und versucht in Getränkeläden an Biere ranzukommen, die ich noch nicht getrunken habe. Und als ich zum Beispiel zu Dördigste Geburtstag du musst einen Präsentkauf kriegen habe, mit den Glöfterbeeren allen verschiedene Biere, da haben wir gesagt, wenn ich den nur gut trinke und nur ein paar Wochen mich gar nicht mehr genau erinnern, wie das schmeckt, dann ist ja eigentlich ein bisschen Show. Vielleicht soll ich mir mal abschreiben, wie das Bier schmeckt. Ich habe dann im Internet recherchiert, wie analyt Bier beschrieben, was man wie Bier ans Rügen und schmecken kann. Und dann bin ich angefangen, mir Notizen zu machen zu das Bier. Wo beschreibt denn Bier? Na, das fängt eigentlich schon wieder Utsehen an. Ich meine, wie können wir das immer versorgen? So wie das ja, gern. Du Moll. Das kommt. Was hast du uns denn überhaupt mitgebracht? Ich habe ein IPA mitgebracht. Nur ist das ja noch früher in der Dach, deshalb habe ich ein alkoholfreie IPA mitgebracht. Das ist ein IPA von der Brauerei Kehr wieder. Das ist im ganzen Süden von Hamburg, in Sinstorf. Ich glaube, das wäre sogar das erste IPA, das es in Deutschland gab. IPA, falls man das nicht weiß, steht für India Pale Ale. Das ist also ursprünglich ein britischer Bierstil. Und inzwischen in den letzten Jahren gibt es auch IPAs in Deutschland zu kaufen. Wäre für Teilnehmer nicht anzudenken wäre. Mhm. Und wir haben beschrieben, ich sage, mit Utsehen fangen das an, wir schenken das einfach mal in, Beet schräg holen, sonst hier fährt zu viel Schuh. Ja, scheune Farbe ist das eigentlich. Ja. Beet schüben dürfte auch, das hätte ich auch was für sich, das Schuhen könnt ihr auch beschrieben, gehört ja auch dazu, das Bier. Und dann kann man nur anfangen zu beschreiben. Das meiste Bier, was wir kennen, das hätte so eine goldgelbe Farbe. Aber hier haben wir schon eine andere Farbe. Wie wirst du die Farbe beschrieben? Ja, Bernstein. Genau, Bernstein ist auf jeden Fall Bernsteinfarben, mit im Kupferfarbene. Und der Schuh finde ich das ganz schön, der ist ziemlich stabil, ziemlich fast. Und fällt nicht in Sektosomen, das sind so mittelgroße Poren. Kann man das schon so gut sehen, hier haben wir beschrieben. Und dann soll man nicht anfangen, das Bier zu trinken, sondern erst nur den Näs ranholen und immer gucken, was man da rügt. Oh, frisch. Mhm. Genau, das ist auf jeden Fall ein erfrischende Bier, finde ich. Das, auch wie so in warmen Temperaturen, wie wir das nur haben, kann man so ein Bier gut haben. Ja, herrlich. Ich finde, das hat so ein Beden was Harziges, wenn man in Nodelwald steigt, dann hätte man manchmal auch so einen bedenden Geruch. Wegen Blaumilch finde ich auch. Ja. Blau. Und wegen Zitrusnoten auch noch. Ja, stimmt. Nicht intensiv wie manche andere Beere, aber ist hier auch mit drin. Und ich helfe das Furzbiet inschenken einmal, dass du so ein Rauch in den Näs dicht. Ja. Das rügt aber. Das mag man schon, dass das was anderes ist, als was man sonst irgendwie tust oder Rauch trinkt. Ne? Ja, total gut. Prost. Wie trifft? Tröpfchen mit trinken. Oh, lecker. Wenn man nur den ersten Schluck nimmt, mag also das Bahnsteinfarbene oder das Kupferfarbene,
Das bringt natürlich auch schon mal ganz andere Geschmack von Malt her mit sich als Bienenpilz. Ne? Man mag das zu Anfang, wenn man so eine Vorstellung davon hat, wie Malt schmeckt, man hängt dann natürlich auch davon ab, wie stark das Dart ist, wie das dreucht worden ist. Wenn das was wie Bienenpilz kennen, da war das wie relativ niedrige Temperaturen, dreucht das Malt und da blieb das auch relativ hell. Und wenn das, du gibst eine bestimmte Schum, wo man dann drehen kann, und wenn man das ein bisschen höhere Temperaturen zum Beispiel drücken deit, dann nimmt das eben auch Farbe an. Ne? War das ein bisschen düsterer. Und da kriegt das nochmal andere Aromen. Finde ich, hat man so ein bisschen, der erste Moment oder der erste Rücken oder der erste Schluck auch so was von kräftig, von Brot, was man kräftig, nicht verbrennt, sondern länger in den Backofen wäre, so ordentliche Kruste hat, aber in den Schluck auch so ein bisschen was Karamelliges. Mhm. Und das ist nicht so, nicht so herb als ein Jever zum Beispiel. Kommt drauf an. Ich würde sagen, das ist sogar bitterer als ein Jever, wenn man kann das mähen mit Bittereinheiten. Und ich würde sagen, das hat sogar mehr, aber das ist weder innenbunden. Ein Jever, was ein guter Pilz ist, da ist der Hauptgeschmack eben der bittere. Da sind nicht diesen ganzen anderen Aromen, was bringt das Malt mit sich und was hat man in der Mitteldale noch. So eine erste Linie ist da der bittere. Und deshalb ist er natürlich sehr dominant. Und deshalb würde man sagen, und das ist eigentlich so die bittersten Beere, die ich kenne, weil das immer das Hauptaroma da drin ist. Hier haben wir noch viele andere Aromen und da sind die Bittereinheiten dann mehr innenbunden und sind nicht das einzige, was den Geschmack macht. Was für ein Bier machst du am liebsten? Das kann ich gar nicht genau sagen. Die Frage ist eher sehen, welche Bier mache ich zu welche Eden am liebsten oder welche Bier mache ich zu welche Gelegenheit am liebsten. Ich sag mal, ich trinke natürlich gern ein dunkle Bockbier, aber wenn ich, sag mal, wie 25 Grad in einem Bergwurm sitze, wie Sonnenschein, war ich wahrscheinlich kein dunkles Bockbier bestellen. Ne? Ja, wirklich auch nicht. Was bestellst du denn? Dann vielleicht irgendwas was Fruchtiges, was ein bisschen leichter ist. Das kann ein Pale Ale sein, was noch für ein Pale Ale moderate bittere hat. Das kann ein Helle sein. Da gibt es da verschiedene Möglichkeiten. So, und gibt es da Zucken, wo du sagst, ich kann die ganze Menü zusammenstellen und für Vorspieß, Hauptgang und Dessert hast du jede ein anderer Bier? Das haben wir tust ab und zu schon gemacht, eine kleine Runde mit ein paar Leute zu Besuch haben. Und dann gäbe es erstmal ein Aperitif. Da haben wir vielleicht ein Surbier hat, womit dann der Appetit angeregt war. Dann haben wir jetzt die letzten 2 Jahre gar nicht gemacht, aber vielleicht so Lot, irgendwie was Schlankes hat, dann haben wir vielleicht einen Pilz hat, dann haben wir zu der Brot oder zu der Wildwurst haben wir dann ein Festbier oder ein milde Rauchbier hat. Dann haben wir zu der Dessert, zu der Tiramisu, haben wir Biramisu mitgebracht, haben wir nicht mit Kaffee, sondern mit Schwattbier gemacht. Da geht dann auch das Schwattbier zu trinken dazu. Und man sagt, okay, Schlütte hoch, zuletzt zu der Case dann noch das passende Bier dazu. Da haben wir dann noch ein Starkbier als Abschluss. Das ist jetzt bloß noch so ein Beispiel, wie man 5 Gänge mit Bier gestalten kann. Hier bietet das Bier sehr just eben noch, da wir am Anfang so mollig und karamellig ist, aber das ist gar nicht, das war das Bier allein gut macht. Das ist hier ein IPA. Und IPA für India Pale Ale ist auch ganz wichtig, ist nur der Hoppen auch dabei. Und der Hoppen bringt hier nochmal Aromen mit sich. Habe ich schon gesagt, wie drüben, ich habe so was Harziges, was Zitrusartiges hat. Und das ist, was sich mit Achter in den Mund bemerkbar macht. Wenn da kommen der harzigen Aromen, dann da vielleicht sogar ein wenig kratzig, das ist hier noch gut gewogen, das passt gut. Das ist für mich kein rein Säudebier. Nee, stimmt. Und das war da eben der bittere Utmuck und hier in diesem Fall auch harzige oder diese Zitrusaromen, den Bienen zur Geltung kommen. Der Mugen das Bier mit gut. War mir das auf jeden Fall Marken, das ist total lecker. Ja, und das ist, also IPA, die Geschichte, der IPA ist so ganz interessant, das ist ja ein britischer Bierstil. IPA steht für India Pale Ale. Und die Briten, die haben damals verschiedene Bierstile schon hat. Die haben das Stout hat, das Porter, Bitter, alles relativ dunkle Beere und dann haben sie Pale Ale hat. Da wäre eben schon ein bisschen heller. Das sieht jetzt nicht nur ein helle Bier, aber zumindest heller als ein
Stout, Pale Ale, Stout oder ein Porter. Und die haben ja das Kolonien hat, zum Beispiel auch Indien, und da wollen man ja auch Bier trinken. Und dann hat man versucht, das Bier nur Indien zu bringen, über den See weg. Das Problem ist bloß, wenn man über so lange Zeit Bier transportiert, dann kippt das irgendwann um, dann war das schlecht. Also, was macht man, damit das länger hält? Man brut das stärker in, das muss mehr Alkohol haben, Alkohol konserviert. Also hätte man das Pale Ale genommen und stärker in Brut. Mehr Alkohol. Und, was auch konserviert, ist der Hopfen in das Bier. Wenn man mehr Hopfen begift, oder Hopfen konserviert auch, ne? Sorgt dafür, dass das Bier nicht schlecht war, dass es nicht umkippt. Also hätte man auch mehr Hopfen drin, mehr Alkohol und mehr Hopfen. Und das Hate, man weiß nicht genau, ob das stimmt, dass das ähnlich gedacht wird, dass man, wenn das Bier in Indien ankommt, ist, dass wir da zurück verdünnt, dass man wieder ein Pale Ale hat. Und die Leute, wo dachten, Mensch, das schmeckt ja auch so ganz gut, das verdünnen wir doch nicht zurück. Wie trinkt das so? Das ist dann so ist der Mythos oder Geschichte von der IPA entstanden. Aber das hält nicht zwingend das Bier, das aber ein Seeweg hierher kommt. Ist das zwingend stärker? Nee. Nee, das ist bloß dummes Wein, weil das über lange Zeit transportiert wurde und dann hätte man das eben stärker im Brut. Nur hast du das all an, du hast die Open Band mit Englisch Bier auseinandersetzt. Ist das grundsätzlich anders? Magst du in England anders Bier als wie hier? Ja, das ist tatsächlich ziemlich schon unterschiedlich. Man kann sagen, fast alle Bierstile, die wir kennen, sind auf 3 Länder zurückzuführen. Das sind Deutschland, Belgien und England. In England haben wir größtenteils uns unergärige Biere wie Pilz, Helle, Dunkel, Bockbier, das sind alles unergärig. Und sowas kennt man nur, wenn man hier und da probiert, dann auch schon. Und wenn man nach England kommt, dann mag man, dass das noch ein Bier gibt, das wir hier nicht kennen. Das ist Bitter, Pale Ale, IPA, Golden Ale, Stout, Porter. Das sind Stile, die hat man hier oder sind hier nie so verbreitet wen. Das sind, wir haben hier nicht, hier ist das Woddeln. Ich habe in England lebt, so habe ich nochmal für mich so eine große Vielfalt entdeckt an Bier. Das wäre 2006, 2007. Da hat man hier in Deutschland zumindest noch keine Kneipe gehabt, wo man auch wo 10 verschiedene Bier von der Taphorn anboten wurden. Das geht ja noch nicht. Und dort wäre das nicht unüblich, dann haben sie eine ganze Reich gehabt, wo man sich das Bier tappen lassen konnte. Und dann wäre ein Hohen oftmals noch reserviert für so ein Bier, das nennen sie Guestbier. Das käme von einer Brewerie, dort haben sie hätten wir da wesselt. Zwischen gibt es in einigen Kneipen ja auch so Craft Beer Bars oder so, die auch so viel Bier anbieten, aber das gäbe das für, wie lange ist das noch her, 15 Jahre, gäbe das auch schon. Jo, Arne, ich danke dir von Herzen. Du trinkst ja noch ein paar Worte, und wenn die was über Bier. Schön, wenn dir das schmeckt.